Der Pfarrer spendiert 10.000 Euro, damit dass die Warsal ein Haus in seiner Heimat wieder hergerichtet wird. Den Diritari kriegt aber ein Verbrecher im Finger und verschwindet damit. Drum fliegt er nach seinem runter und gemein sammelt er Geld für ihn. Fürs Klassentreffen möchte Tina sein altes Gewand von damals anlegen. Aber das platzt daheim schon auf, weil es jetzt zu fest ist dafür. Der Bursch, auf den was scharf gewesen war, hat sich aber jetzt schon längst an einen anderen versprochen. Der Michi fängt bei einem Schrauber an, aber am zweiten Tag schmeißt er schon wieder alles hin, weil der seine Kundschaft ausschmiert. Danach möchte er mit seiner Alten auf Amerika auswandern, aber da tut sie nicht mit. Schließlich bleiben sie miteinander in Lansing. Weil ein Hubert seine preußische Tochter alle bloß aufs Handy glotzt, tut er mit ihrer Papierflieger bauen und fliegen lassen. Einer ist aber aus einem Bladel gemacht, das was Uschi unbedingt nur braucht. Und der fliegt in ein fremdes Auto rein. Drum fischt das mit einem Draht und einem pickerten Kaugummi dran wieder raus. Aber der Schandi, der erwischt ihn dabei. Ein Philipp, sein Ex, hat schon so einen neuen Jumpster gehabt. Aber er hat gneist nicht, dass das in Wirklichkeit der sein Cousin ist. Und drum möchte er es anspitzen, indem dass er auf einen Beutel so tut, als wie wenn Tina sein Gespuse wäre. Der preußische Kölner zerreißt seine Hosen und Margot flickt sie ihm und schneidet danach wieder auf. Schließlich pegelt er nachher einen Fleck drauf, wo wie ein Totenschädel ausschaut. Der Kathi, sein Hebamm, fällt aus und drum meldet er sich im Spital zu Rosenheim an. Das Hummerl spendiert ihr für sein Butzerl ein neues Bettstadel, aber das fällt beim Anschauen allein schon auseinander.